Guten Abend, liebe Gäste. I Vespri Siciliani ist der Titel einer Oper von Giuseppe Verdi. Und das heißt wörtlich schon die Brotzeiten, die sizilianischen Brotzeiten. Es geht da aber um den Kampf gegen die Vorherrschaft von Napoleon und so weiter auf Sizilien. Also ein ganz anderes Thema. Wir haben heute dann deswegen trotzdem eine sizilianische Vesper angeboten im Weingarten, weil das einfach dazu passt. Das sizilianische Hornensemble ist ein Beispiel, wie die Hornwelt lebt auf der ganzen Welt. Dass es dort in Sizilien dann so viele Hornisten gibt, ein gutes Konservatorium, Theater, mehrere sogar, Palermo, Catania, und sehr gute Lehrer, der seine Schüler dann auch in alle Orchester in Italien bringt, Angelo Bonaccorso. Und war jetzt Dozent bei den Mindlzeller Horntagen. Also eine schöne Kombination, die Chance haben wir so genutzt. Das Programm wird dann angesagt, da führt uns die Manuela durch, das brauche ich jetzt nicht zu erwähnen. Von uns aus, es ist jetzt ein zusätzliches Konzert und das letzte Konzert in der Saison, kommt noch ein Kindertheater. Ja, was gibt es sonst noch Neues? Es gibt was Neues, könnt ihr unten dann sehen im Weingarten, Tomaten vom Haselgarten. Ich bin dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Die Geschichte ist zu kompliziert zu erzählen, aber wie ein Biobauer, und dann baue ich Biotomaten an. Und unter freiem Himmel im Regen, und die sind gesund geblieben. Man muss nur die richtigen Sorten nehmen, dann funktioniert das. Ja, das macht mir natürlich riesig Spaß, im Freien zu arbeiten, auch zu schwitzen, das ist gesund. Ich habe das gemacht auch, weil ich weiß, dass ich deswegen wahrscheinlich länger lebe. Ich habe noch kleine Kinder, kennen Sie vielleicht, von zwei Jahren, ich habe Kinder von 2 bis 40 Jahren und ich möchte noch lange als Vater da sein, klar. Ja, wir dürfen jetzt gespannt sein auf diesen Abend mit Jagdmusik, mit Opermusik und mit Filmmusik. Viel Spaß dabei. Guten Abend und herzlich willkommen zu diesem besonderen Konzertabend des Sizilianischen Hornensemble hier in diesem wunderschönen Mindelsaal. Das Stück, das Sie gerade gehört haben, ist der Jägerchor aus der Oper Der Freischütz von Carl Maria von Weber, in dem Sie die pure Essenz dieses Instruments bemerkt haben, das Waldhorn. Die Jagd und der Ruf der Jagd sind der Ursprung, die
dieses Instruments, Entschuldigung, ich bin etwas aufgeregt, das gleichzeitig auch romantisch sein kann. Tatsächlich wird das sizilianische Hornensemble heute Abend zeigen, wie das Horn ein vielseitiges Instrument in allen Musikgenres sein kann. Der Dirigent des heutigen Abends ist der Maestro Raffaele Maida. Er ist ausgebildeter Hornist und auch Dirigent. Das zweite Stück wird nun ein Adagio für Hornensemble von Karl Lorenz sein. Aber vorher noch ein paar kurze Worte zu diesem Ensemble. Die Horngruppe Sicilian Horn Ensemble wurde nach mehreren Konzerten im Jahr 2013 offiziell gegründet und besteht aus professionellen Hornisten und Studenten. Einige von ihnen arbeiten in den besten italienischen Orchestern, darunter Teatro alla Scala in Mailand, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Maggio Musicale Fiorentino, Accademia della Scala, Teatro Massimo Bellini in Catania, Sizilianisches Symphonieorchester, Teatro San Carlo in Napoli, Teatro La Fenice von Venedig und vielen anderen. Die Ziel der Gruppe ist es, die Vielseitigkeit des Horns bekannt zu machen. Die Besonderheit des Horns ist sein sehr weicher und romantischer Klang und im Orchester ist es das Bindeglied zwischen den verschiedenen Familien der Instrumente, genauso in verschiedenen Kammermusikensembles. Mozart schrieb 4 Konzerte für Horn und Orchester und viele andere große Komponisten haben diesem Instrument großartige Soli und wichtige musikalische Seiten gewidmet. Man denke nur an Rossini, Bellini, Strauss, Wagner, Mahler und so weiter. Der große Schumann sagte, das Horn ist die Seele des Orchesters. Die Gruppe wird regelmäßig zu renommierten internationalen Festivals eingeladen, darunter zum internationalen Festival Luci della Ribalta des Mozart Italia Terni Vereins, zum Etna International Hall Festival, zur Villa Pernisi in Musica und so weiter und erfreut sich großen Erfolgs beim Publikum und Kritikern. Vor kurzem hat die Gruppe Videos in Full HD am Ätna-Vulkan und anderen wundervollen Orten auf Sizilien aufgenommen, die auf der ganzen Welt großen Beifall und Tausende von Aufrufen mit besonderen Erwähnungen von berühmten Hornisten und Artikeln der renommierten International Horn Society erhielten. 2021 vertrat die Gruppe Italien beim 53. Internationalen Hornsymposium mit einem Streaming-Konzert, in dem sie Musik italienischer Komponisten aufführte. Heute ist das Ensemble, dank der Einladung von Maestro Engelbert Schmidt, zu Gast bei den Mindelzeller Horntagen. Sie hören nun Adagio von Karl Lorenz. Viel Spaß beim Zuhören.
Jetzt hören Sie Rendezvous de Chasse des italienischen Komponisten Gioacchino Rossini. Rossini lebte bereits seit etwa 4 Jahren in Frankreich, als er 1828 sein Rendezvous de Chasse schrieb. Es ist romantisch und stimmungsvoll komponiert. Rossinis große Liebe zum Horn ist in diesem Werk deutlich zu spüren. Er verwendete es oft als Soloinstrument in seiner Musik. Aber dieses Stück wurde speziell für 4 Hörner und Orchester geschrieben. Nun stellen Sie sich wirklich vor, Sie wären im Wald, auf einem Jagdausflug, während auf Pferden Hörner geblasen werden. Hunde und Jäger, viel Spaß beim Zuhören.
Jetzt präsentieren wir Ihnen ein Meisterwerk der italienischen Klassik, entnommen aus der Oper Cavaliera Rusticana von Pietro Mascagni. Eine in Sizilien spielende Oper, die von Liebe, Eifersucht und Rache handelt. Dieses Lied wurde auch als Soundtrack verwendet für den Film Der Pate Teil 3, als Michael Corleone, der sich an seine Vergangenheit erinnert, langsam stirbt. Viel Spaß beim Zuhören, aber bitte sterben Sie nicht bei dem Stück. Als nächstes hören Sie zwei aufeinanderfolgende Lieder. Als erstes Wien bleibt Wien von Johann Schrammel, das als Juwel unter den österreichischen Stücken gilt. Das zweite Stück ist aus der Oper Turandot des großen italienischen Komponisten Giacomo Puccini. Die zeitlose Arie Nessun Dorma wurde von den größten Tenoren der Welt aufgeführt. Mit diesem Stück hören Sie, wie sich das Horn dem Klang der menschlichen Stimme annähern kann. Viel Spaß beim Zuhören.
Sich anscheinend die Reihenfolge geändert. Also zuerst wurde Nessun Dorma gespielt und dann Wien bleibt Wien. Das haben Sie wahrscheinlich alle schon bemerkt. Ja. Bevor das Ensemble nun eine 20-minütige Pause einlegt, spielen Sie ein Stück, das keiner großen Präsentation bedarf. Bayerische Landler. Ein typisch bayerisches Stück, arrangiert für Hornensemble. Viel Spaß beim Zuhören und wir machen nach einer 20-minütigen Pause dann weiter. Dankeschön.